Datei aus Maybe Sex. Mam Kelly, Mam Tassie, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Hallo, Tassi. Kuckuck. Ja, jetzt wird Stadt. Mal dummer, da wir auch schon beim Thema. No. Nee, Street Harassment. Wir machen noch ein darüber. Mal wen sich dagegen wehren kann. Mit Tassi, wolltest du nun als den Zuhörer kurz einen Recap machen, was genau Street Harassment ist? Das, was auf der Straße, an der W-Bus, an der B-Mall tut, ein Auto oder es pfeift ihn oder es trifft ihn etwas an dran oder es könnte ihn zu Not, probiert dich umzupacken. Also muss nicht unbedingt im Trottweg geschehen, kann auch im Busserie geschehen oder am öffentlichen Transport durch eine fremde Person, die an irgendeiner Hinsicht dein Space invadiert. Ja. Das ist mega Lützebäuerisch. Ja, Space Invaderer. Ja, das ist so viel gut. Lützebäuerisch. Das ist mein Spezialgebiet. Also, wenn ihr über die Straße geht, dann möchten dann ist das Sexual Belästigung. Aber wenn ihr tut oder wenn ihr dann nur ruft, Madame, du der Portemonnaie vergisst, dann ist das Sexual Nein! Okay, was ist dann? Was war Madame, ça va? Was war Madame, ça va? Was war Madame, ça va? Oh, bis sie reagiert. Ja, oder okay. Du selber schön lachen. Oder, hey, wie ist dein Numm? Oder, hey, lach doch mal. Oder, hey, lust den Hand, mein Box zu stehlen? Nee. Das geht einfach mal dazu. Okay, es betrifft meistens Cis-Frauen, Trans-Frauen oder Schwulmänner. Und das meistens gemacht von Männern. Wir haben im Detail darüber gesprochen in einer anderen Episode, was das genau ist, und wie das sich aufhält, von denen dafür betroffen ist, und was vielleicht können sie, was das nicht gemacht wird, ohne dass sie nicht weiß. Das war mega deprimant vollsch, Melo, als die groß froh. Was machen wir dagegen? Es gibt so viel easy Lösungen für das Problem, Leute. Zum Beispiel, ich übertreiben, eine Möglichkeit ist, den Handy rauszuholen und so zu machen, wie wenn in einer Person anruft. Nicht, dass das das Problem löst, dann den Tipp dann fortgeht, von dem mir gerade belastet wird, aber es kann helfen. Und noch dem Moment Telefon dann drüber schwätzen, dass du gerade eine Person hast, die ihn belastet. Mhm. Also auch, egal ob ihr mit einem telefoniert oder wenn man so möchte, wie wann. Das kann funktionieren. Ja, also natürlich mit einem Telefon Realität zu schätzen möchtest, dass du dich ein bisschen mehr sicher fühlst, meine ich, weil du weißt, so in do dänischen Fame was geschieht. Aber für just einfach kurz klar zu machen, natürlich, den Idealfall ist den, wir erreichen alle guten Männer auf der Welt und wir klären hin, wie weit es das nicht okay ist, das zu machen und sie halten alle auf dem Mal. Das wird ein Idealfall. Mhm. Wir hatten auch schon nur gesprochen in der anderen Episode, dass mir die Leute nicht angreifen wollen, die das gemacht und dann sich nicht bewusst waren, dass das schlimm ist. Mir Leute so zum Danken, zum Notdanken anregen wollen, für das sie hier das Verhalten in Zukunft verändern. Also das wäre natürlich ein Idealfall, aber was mir einfach Haut beschwatzen ist, für dass mir das nicht von Haut mal aus der Welt geschafft kriegen, was ich kann machen als Opfer davon, für sich mir sicher zu fühlen, für der ganze Sache aus dem Face zu kommen oder für einem zu helfen, wann ihr gesagt, dass eine andere Person in der Situation ist. Oh, mega gut an. Du musst mal Hoffnung. Für was? Klingt wie wenn es Hoffnung gibt, dass es Stück für Stück besser geht. Ja, ich hoffe. Also, telefonieren, auf den Boden gucken. Ja, oh Gott, wie schrecklich. Mich das immer so weh am Herz, gell? Ja, mit kein Blick, also ich vermeide in dem Moment immer Blickkontakt, und ich bin mir trotzdem immer unsicher, provoziert, dass die Person vielleicht an irgendeiner Form, dass sie schnell auf sie reagieren, geht sie sich dadurch vielleicht mehr drüber, so ist nicht immer gut gegangen, weil ich tendenziell ist mein Reflex,
keinen Blickkontakt zu machen, nicht zu lachen, und bis du hast danach immer direkt abgehalten gehen. Ja, also offiziell wird Ugerode für einfach standfest zu bleiben, also sollen sich nicht umgelassen, dass sie verunsichert aus davon und einfach weiterzugehen. Also kein Fall stur bleiben, also irgendwie in eine Konversation verwickeln lassen. Immer einfach, also sie verschiedene, die so, du kannst eben ganz fern antworten, also ganz standfest so, das wird zumindest nicht okay, und das höchstwahrscheinlich sogar illegal, und das geht nicht, und da weitergehen. Wenn ihr dann darauf reagiert, dann nicht mehr antworten. Persönlich ging ich mich nicht trauen, das zu machen, weil ich auch nicht weiß, was die Reaktionen können sein. Wenn den hast, den das nicht kann auf sich sitzen lassen, dann will darauf reagieren, dann hart sehen, fern sehen, und klar so, das wird zumindest geht nicht, und da weitergehen. Nicht mit dem weiter diskutieren. Ja, mit anderenfalls einfach recht weitergehen, nicht weisen, dass ihn irgendwie verunsichert ist, selbstbewusst, beim Kopf heisch, aber mit einem anderen Boden. Weitergehen. Und dann stolpert die doch nicht so oft. Genau. Weil es gibt so viele Sachen. Es geht nervig Männer und gehen Stolperer. Ja. Das ist auch gut, beim Platz zu gehen, wo viele andere Leute sind, weil, das haben wir auch schon nur geschaut in einer anderen Episode, das ist zwar egal, ob ein Mann allein ist oder mit einem anderen Mann ist, das halt nicht davon auf, für das zu sagen, aber wenn du Engagement von einem anderen Mann bist, dann normalerweise halt den direkt ab. Wobei das auch nicht immer funktioniert. Wie man wissen von der Kölner Silvesternacht 2017, kann es auch gut sehen, dass sie sich an einer riesen Menschenmasse befindet und trotzdem sexuell belastet wird. Also das leider nicht, es gibt nicht eine pauschale Formel, die an all Situationen garantiert, dass sie nicht wertbelastet gehen. Nee, mir der tut noch so noch ein Kerbs anders wie Catcalling. Also das ist schon mehr ein krassen Übergriff, den ihr auch kann an ganz vielen anderen Situationen passieren. Catcalling, aus der wirklich rein verbal, oder aus der zum Beispiel auch so uphaken? Catcalling ist just verbal. Mehr Street Harassment, also so ein Term, den Bates dran hat. Mit Catcalling ist just verbal oder auch Tuten oder so weiter. Ja, also natürlich Street Harassment, du fallen viel von den Sachen mit drin, aber uphaken ist da schon ein Schritt mehr weit wie Catcalling. Also Street Harassment am Sinn von Belastung auf der Straße. Genau. Am öffentlichen Raum. Und dann natürlich als andere Person, wenn ihr mitkriegt, dass einem so etwas geschieht, dann soll ihn unbedingt angreifen, weil ich meine, das ist das Allerschlimmste, wenn ihn weiß und plus als Opfer davon hast du lauter Leute rundherum und die gucken in eine andere Richtung, weil sie wollen nichts damit zu tun haben. Also wenn ihr merkt, dass einem so etwas geschieht, dann entweder den Täter ausschwatzen, also was man für Druscher so dem ganz klar so, was zumindest das Belastung und das geht nicht, oder auch bei Daffer gehen, am Affer schwätzen, für das sich nicht lang fehlt. Auch für das hier noch merkt, die Person ist nicht lang. Ja, weil was auch ein viel zu hefisch Reaktion ist, als dass das Schuld für den Übergriff beim Opfer gesicht wird, an bisschen dann so Haltung besteht, ja, wie warst du dann ugeduen, und hast du gedrungen, und was hast du da gemacht, und da das einfach etwas, weil extrem verletzend ist, wenn du gerade Opfergeber von einer Belastung sexueller Natur oder nicht, und die erste Reaktion, die Leute tun, wenn du ihnen davon erzählst, nicht ist, dich zu schützen oder vielleicht, ja, die Aufmerksamkeit auf den Täter zu richten, mit die voll Aufmerksamkeit auf dir an Dingen verhalten ist. Ja. Aber als du hast keinen ernst machen, und dass du vielleicht auch ein bisschen übertreibst mit deiner Reaktion. Ja, ganz genau. Also das nicht machen. Nee. Voilà. Und dann noch ein Appell und Männer, weil die stehen hier eine große Rolle dran zu spielen, sowohl als Täter wie auch als Person, die du helfen kann. Weil, wie höher gesagt, es geschieht Männer oft, dass in eine Person, das Männer wahrscheinlich in zu Catcallen, wenn die Frage gerade auf Präsenz von einem anderen Mann ist. Das heißt, sogar wenn du die Person nicht kennst und du merkst, dass die Frage gerade belastet wird, kannst du bei sie gehen und dann müsst ihr schwatzen, und sie froh, ob alles in der Reihe ist, und so machen, wie wenn du sie ging's können, für den anderen zu signalisieren, das nicht mehr lang. Allerdings im Moment auch aufpassen, dass du die Frage dann nicht auch noch zusätzlich erschüchterst. Also dann schon darauf gehen, so aus einer Reihe kann ich nicht viel helfen. Nicht weitermachen mit der Belastung. Ja, mir auch Hallo, so hallo, wie geht es? Oder so, weil das wirklich vielleicht noch kannst du die Nummer kriegen. Genau. Nee. Wo wohnst du? Oh nee. Gott. Wo ist der Freund? Nee.
Voilà. Also schon etwas gelesen über wie ein muslimische Frauen helfen kann, wenn die aggressiert gehen zu oder so. Und du hast immer gesagt gehen, es soll ihn nicht mit dem Täter eine Konversation aufhängen, aber sich nicht die Person setzen und mit der Gespräch aufhängen. Und da gibt den Täter automatisch abhalten. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch relevant ist für so eine Situation. Also am Platz mit der Person irgendwie eine Diskussion anzufangen, sich einfach bei die Frage stellen, die gerade angegriffen wird, also verbal, also physisch angegriffen wird, nicht einfach neben durchstellen, aber angreifen. Mir andernfalls einfach eine Konversation mit der Person aufhängen, für dass die andere Person realisiert, oh, du kommst nicht mehr durch. Die hält mich gerade nicht. Also, voilà. Ja, das klingt wirklich wie eine gute Methode. Das habe ich selber auch noch nicht gemacht, aber ich muss sagen, dass mir dadurch selber noch nicht oft passiert, dass eine Stadt mitkriegt, dass eine Frau belastet ging, ja. Also, war das scheint zu mitkriegen, dass Koppeln die streiten, wo auch dann Männer ob ein komplett deplatziert, oder weiß, hier Freundin, hier Partnerin, am öffentlichen Raum ublehren, beleidigen, wo ich dann an der Gegend bleibe, jetzt gucke, also für sicher zu gehen, dass es nicht irgendwie physisch ausartet, mir das ist eine ganz andere Situation. Mir das ist eben noch immer kompliziert, manchmal, weil, wie man ja auch schon so viel dass oft Frauen dann darauf reagieren, indem sie lachen, weil sie nicht wollen, dass sie nicht irgendwie nach mehr aggressiv geht. Und ich gesehen das oft, dass irgendein so Sachen einem nur rieft und Frau lacht dann und da sind ich schon nicht sicher, kennen sie sich, ist das gerade eine Situation, wo sie just spielen oder ist das wirklich eine Belastung am Gangen? Also das nicht also immer kann trotzdem auch eine Belastung sein, auch wenn sie sich kennen. Also ich meine spielen sie. Also zu entzacken oder ist es wirklich eine Belastung? Ja, wobei, wenn es wirklich extrem ist, wenn du wirklich extremen Abus gerade stattfindet, dann ist es wirklich egal, ob die Leute in einer Beziehung sind oder nicht, dann ist es einfach nicht okay. Nee, das schon, aber solange wie die Frau lacht, sind ich mir nicht sicher, dass gerade du... Ja, ich wollte das just hier als weiß, dass du es weißt. Ja. Als Zuschauer vielleicht gesehen. Okay, aber... Wunderschönes Thema. Also der Teil ist eigentlich wirklich am relevantsten für Männer, die halten Episode. Frau sie nicht schuld, wenn sie belastet geht. Das ist nicht ihre Fehler. An den am meisten angreifen kann und helfen kann, ist auch leider immer noch ein Mann. Anscheinend nicht dann zu scheieren, interessanterweise war das die Origine von weiblichen Polizisten. Zumindest mal in Amerika nicht. Dass du etwas lanciert war, demals fängt viel Belastung auf der Straße, wo dann sollt quasi ein Escort oder so kreiert für Frauen, dass sie sich mal unsicher fühlen und sie tun gesagt, und ich hätte aber lieber gerne, dass wir eine Frau, die das machen und so was die weibliche Polizistin entstanden. Nice. Ja. Und dazu noch kurz Schnorren zu scheren. Das hat schon für ein paar 100 Jahre ein Riesenthema war, Catcalling und so weiter. Das Thema muss noch anders das genannt gehen. Und das ist Frauen auch wirklich stark gemacht und für sich dagegen zu wirken. Und dann waren so riesige Kampagnen. Und sie sind auch wirklich echt geholfen von den Medien, also von den Zeitungen in dem Moment. Und das in ihrem Männer gehen aus dem Moment, wo mehr Frauen repräsentiert wurden auf der Tele und so weiter, wo Frauen ihre Sexualität auch mehr ausgelebt haben und angefangen haben, auch zu flirten, selber zu probieren, einen Mann sich zu interessieren. Und dem Moment, dass das mal dann mehr an Gesellschaft kommt, dass es ja aber, dass die Frau sich das ja aber sicher geht. Das heißt, sind die Kampagnen aufgestorben, so, und alles, was man progressiv gemacht und aus dem Trick gegangen, und lo muss man einfach von viel fangen. Lo geht Frau rekommandiert, Self-Defense zu lernen und immer Pfefferspray dabei zu holen. Ganz genau. Was auch nicht immer falsch ist, aber ja, das löst das Problem nicht langfristig. Genau, dafür ganz wichtig nachdenken. Wir adressieren es mit dieser Episode größtenteils und Männer, dass sie sich bewusst sind, erstens, dass sie helfen können, was sie nicht gemacht und zweitens, was sie merken, dass ihr Verhalten vielleicht falsch war und das hat nicht ihre Fehler aus, dass sie dazu gelehrt gesehen, mehr das zu überdenken und zu verändern. Und gleichzeitig, währenddem man nach dem Gange sind, darin zu schaffen, was Frauen machen können, für sich zu wehren. Voilà. Und schläft merci. Hallo? Kommen wir zu der coolen Rubrik mit dem coolen Kali. Ein gut froh, gut gefroht.
Oh, das ist alles gut froh. Was ist das Sigal? Und dafür haben wir heute Enrika aus dem Sigal hier im Studio. Moin, Enrika. Moyen. Also, ich habe den Sigal aus dem Centre d'Information Gay Lesbien, Aufkürzung eben Sigal. Und das ist ein Zentrum, das sich richtet und alle Personen, die sich vorstellen, par rapport zu seiner sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität. Und das Sigal gibt es seit 2002. Und das also einfach gesagt ein professionelles Service von der ASBL Rosa Lützeburg, die sich eben für die Belange von schwul, lesbisch, bisexuell, trans, queer Menschen ansetzt. Und ja, an den Namen Sigal eben, also läuft ja nachher mal den Centre d'Info Gay Lesbien, aber das heißt nicht, dass es sich just um die Leute richtet. Das ist eben just, dass es, also historisch gesehen hat es sich so, also so entstanden. Und natürlich mit den Jahren hat es sich weiterentwickelt. Und wir, also das ist wirklich auch für jeden Verein, aber wir schaffen noch mal die Leute, die bei uns kommen, das heißt auch wenn ihr zum Beispiel pansexuell, asexuell ist, nicht binär, genderfluid, kann ihr bei der Sigal kommen. Ja, genau, also das wirklich, also wir lösen das Spektrum ab und vielfältig. Was müsst du dann genau an deiner Arbeit? Kannst du mal ein bisschen zählen, was da so ubit? Ja, also den Sigal, also seine erste Aufgabe ist die, dass eben so ein Urlaubsplatz sind, Urlaubsstelle für Menschen, die eben Frauen haben, par rapport zu einer Sexualität oder ihrer eigenen Identität. Das sind dann individuelle Konsultationen. Da bieten wir auch Konsultationen nur für zum Beispiel Leute, die konzernierte Leute zu dienen. Das heißt, können Ältere sein oder Schulpersonal oder Sozioedukativpersonal, was sich vorstellt, weil sie eben gerade sie wird daheim oder an der Schule oder an einer anderen Struktur merken, okay, wir haben eine Gruppe solo Jugendlicher und du hast aber Jugendlichen, wir merken, dass so ein Unwohlsein da ist. Ja, voilà. Und das rollt dann ein bisschen. Das könnte dann nicht rollen. Und da kommen sie bei uns, hier mehr Infos zum Thema, für zu wissen, wie soll ich die Jugendlichen ausschwätzen oder soll ich sie nicht ausschwätzen, soll ich sie losen. Also so, oder für zu wissen, okay, wo kann ich die Person hinschicken, falls ein Kerl froh sind. Ja. Dass sie da wissen, okay, das ist egal. Voilà. Und dann haben wir einfach natürlich auch die ganze Sensibilisierungswolle. Das ist an Schule gehen, sensibilisieren, also ganz Schulklassen. Wir bieten aber auch Fortbildungen für Erwachsene, hauptsächlich aus dem sozioedukativen Bereich, aus dem Schulbereich. Und dann haben wir die Wolle Bibliothek, weil das Sigal ist so eine Bibliothek. Also das, ja, du mal so ein bisschen mehr wie 1000 Bücher, Aufragen an Material, was ich bei uns gucken, auslehnen kommen. Also es funktioniert wie eine öffentliche Bibliothek. Ah, flott. Ja. Cool. Noch in anderer Wolle, den wir in den letzten Jahren ein bisschen mehr entwickelt haben, das sind eben Projekte erarbeitet, zum Beispiel in, was wir das hatten, das war dann der Theaterstück über Coming-out-Stories, für die Gesellschaft zu sensibilisieren. Und verschiedene Sachen entstehen dann noch an der Praxis. Voilà. Zum Beispiel? Wenn einen bestimmten Ufro da ist, ja. Wie zum Beispiel zum Thema Asexualität, dass man zum Beispiel an einem Jahr ein paar Leute hatten, die zu dem Thema froh gestaltet tun, dass man da so okay, kann man mal eine Info offen zum Thema Asexualität und Aromantik, für das die Leute auch darüber informiert gehen. Wenn du schwätzt von Projekt oder Material, habe ich auch gedacht an eine flotte Broschüre, die da das Anfang vom letzten Jahr rausgehen hat. An die heißt Lust a Plaisir und riecht sich Frauen, die Frage haben und lesbisch Frauen, bisexuell, queer Frauen, also alle Frauen, die sich nicht wirklich am heterosexuellen Spektrum definiert, aber ein bisschen daraus. Wie also dazu kommen, die Broschüre zu machen? Ja, das angegangen mit einem Workshop am Sigal, der eben reserviert war für Frauen, die Fragen haben. Und daraus hat ich wirklich ein bisschen herausfiltriert, also dass ich wirklich gemerkt habe, also zu Lützburg ist das ein Thema, also alles was Gesundheit von Lesben, queere Frauen, bisexuelle Frauen, das ist unsichtbar. Also das wird wirklich bei näheren so geschaut. Und das soll nicht just bei Workshops bleiben, also die gibt weitergefordert Workshops, eben die sich Fragen richten aus der Community. Dann soll aber auch dann die Broschüre entwickelt gehen, wo aber auch die Erfahrungen, die da sammelt an den Workshops, dass die aber dann integriert gehen.
das aber auch der neueste Wissensstand von auch soll integriert gehen und das sind dann Recherchen aus dem Ausland, weil es letztlich kein. Also voilà, das auch Broschüre ist auch ziemlich dann vielfältiger von Thematiken. Was für Themen gehen dann ugeschwart? Also fängt du am Thema schon Coming Out, dann hört den auch so Themen wie Geschlechtsinfektionen, Geschlechtskrankheiten, wen die kann kriegen und da sind die auch kann kriegen, wenn den Sex mit Frauen hat, also als Frau Sex mit Frauen hat, kann noch also ja dann den tricht sich auch ein bisschen in die professionell aus dem Gesundheitssektor, was da morgen gesehen, da gibt es so Témoignagen, ja mit einer Ableuchtung, was verschiedene Frauen auch schon erlebt tun. Aber was Mängel noch am Gesundheitssektor sind? Ja, also zum Beispiel, dass wenn du als lesbisch, bisexuell oder queerfrau, wenn du bei den Gynäkologen gehst, dass die Sexualität die wird schon nicht unerkannt. Ja. Wenn du keinen Sex mit deinem Mann hast, dann hast du vielleicht keinen richtigen Sex, dann musst du auch nicht auf Geschlechtsinfektionen getestet gehen. Also das für das klassisch, das kommt immer rum, zu Lützburg hier im Ausland. Also das ist so Klassiker. Oder dass du gesagt kriegst, lo bist du nachher mit deiner Frau zusammen, das ist eine Phase. Wenn du bis keiner willst, dann halt das ab. Also da siehst du da immer. Oder, also das sind vielleicht für den das hört, harmlose Bemerkungen, aber für die Person, die das erlebt, also vielleicht nicht die einzige, die sie kriegt. Ja. Und das aber kann eine Art von Gewalt sein, aber hängt auf, wen sie erlebt, dann ist es auch eine Art von Gewalt. Ja, Gewalt ist nicht nur physisch, mehr psychisch. Ja. Ich blättere gerade ein bisschen durch die auch mega flott gestalteten Broschüre. Also sie hat wirklich ein flotte Layout. Mal gucken, aber vielleicht etwas von... Ja. Du hast für drinnen schon ein bisschen ugeschwart. War das heißt, Frauen, die Sex mit Frauen haben. Vielleicht kannst du noch ein kurz erklären, wie war da die Formulierung benutzt wird. Ja, also das, wie soll ich sagen, das vielleicht so gesehen die einfachste Formulierung, die ich kann benutzen, weil die versteht sich für ihn. Also da gibt es verschiedene Gründe, wie man heute auf die Terminologie zurückgreifen an. Also den ersten Grund ist, dass die Leute, die sich nicht als lesbisch oder bisexuell definieren oder nicht definieren wollen, an sich wirklich nicht an seiner Identität herumkennen. Das sind aber Leute, die, wenn ihn dann just lesbisch oder bisexuell benutzt, die gehen dann automatisch ausgeschlossen. Dann aus Ateliers, aus so Broschüren, die finden sich dann nicht durchgesprochen, ja, da lesen sie vielleicht doch nicht. Und dort entsteht mehr aus dem Gesundheitsbereich, weil wenn ihn Statistiken möchte über zum Beispiel, was ist, also über Homosexualität, und Friede just nur einer Identität, das heißt, was du lesbisch, da kann es sein, dass Leute nicht ukreuz sind, ja, aber vielleicht Sex mit Frauen haben. Das heißt, die Leute, die fallen dann noch aus den Statistiken raus. Also das ist mal so ein praktischer Grund, aber auch ein inklusiver Grund. Das heißt, dass du wirklich willst, ja, so viele Leute wie möglich ausschwätzen. Den anderen Grund ist, dass du Leute hast, die aus Ländern kommen, wo so Terminologie wie lesbisch vielleicht gar nicht Usus sind, weil du ein ganz anderer soziopolitisch Lehrer hast, eine ganz andere Gesetzesgebung an verschiedene Wörter sind noch so tabu, da sind sie gar nicht benutzen. Und das haben wir gemerkt, zum Beispiel an der App mit den Geflüchteten, dass für verschiedene, voilà, wenn ihr seht, Männer, die Sex mit Männern oder Frauen, die Sex mit Frauen oder Frauen, die Frauen gerne haben, ja, das geht auch nicht das abgeholt an, das auch in den Klick. Aber ich will auch von anderen Ländern geschwärzt, das kann auch heute zu Lützburg sein, gell? Dass, lesbischer Schule, dass die Termen, die sich ziemlich etabliert, aber es gibt einfach noch Leute, die nicht wirklich wissen, was ist bisexuell, wenn es von queeren Frauen schwätzt. Das ist auch ein Wort, wo viele Leute auch nicht wissen, was ist das an. Voilà. Kommen wir mal zu meiner Laster froh, auch wenn ich dann noch ganz viele andere hatte, natürlich. Frauen aus mit einem Sternchen geschrieben an der Schrift von der Broschüre. Du hast es schon für drunten ein bisschen angeschwart, für was vielleicht kannst du noch ein auf den Punkt bringen. Also Frauen mit Sternchen, also das war mal an sich für ein bisschen das verspielt herauszubringen,
für das Frau als Termle nicht so rigid steht, nicht so wie ein monolithischer Block. Die Frau ist just ein insche Modell, den dann Gesellschaft kennt. Die eng Frau. Voilà, wenn sie dich nicht so behält oder nicht so unis oder nicht so ausgesetzt, dann fällt sie schon durchaus. Und das heißt, das war ein bisschen noch so Provokation, auch für zu sagen, voilà, ja, Frauen kommen an einer Vielfalt, das heißt, ich kann auch eine Schwarzfrau sein, ich kann eine Frau sein, die aus einem anderen Land kennt, ich kann aber auch eine Transfrau sein, ich kann eine Frau sein, die am Rollstuhl sitzt. Und es sind einfach, weil er einer repräsentiert oder ich kriege keine Sexualität mehr kann. Es war ein bisschen die Provokation. Und dann aber auch par rapport zum Thema LGBTI, also Sternchen eben wird benutzt als traditionellerweise benutzt als an der Trans-Community für allem an, also ich weiß in Deutschland, dass eben die Sternchen haben Frage gemacht, eben zu weisen, okay, Frau ist eben an dem Sinne vielfältig auch an Geschlechtsidentitäten. Es gibt halt noch so genutzt, andere wollen nicht mehr so benutzen, mehr eben, dass sie nicht Sternchen haben und drum ist, für eben auch zu weisen, weil wir schwätzen nicht just von Cis-Frauen, wir wollen auch Transfrauen ausschwätzen und vielleicht auch noch mehr. Also Leute, das hängt auf, wen das definiert, gell? Und das war dann noch den anderen Grund, weil wir eben noch die LGBT-Struktur von Lützburg sind und dafür sollte er einfach am Titel draufstehen. Das soll so kleine Döi sein. Okay. Wo finden dann die Flottbroschüre, wenn ihr sich so angucken? Also, nicht just angucken, wir auch mitholen. Also, kann in eine Online-Version mit interaktiven Links, die finden ihr dann auf der Internetseite www.gay.lu. Also gay.lu. In der Publikationen. Und dann kann ihn sie bei uns bestellen, eben am Sigal, also kann ihn als anrufen oder per E-Mail da bestellen, da kriegt ihn sie geschickt. Oder also bei Lunch sicher kommen und da kriegt ihn nach Lektor geschenkt, ein Dick Dentaire, also sehen. Ein Lektor, ja. Die sind an der Urstadt? Genau, wir sind um 3 Rue des Capucins, das ist nicht weit von der Place d'Armes. Okay, mal dann so nicht da vielmals merci, dass du hier warst. Ja, gern geschehen. Und vielleicht bis ein nächstes Mal. Ja, genau, bis ein nächstes Mal. Dir habt noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Da schreibt uns auf sex@ara.lu. Er Fragen gehen natürlich beantwortet, ohne dass wir ihr Namen nennen. Und über Feedback freuen wir uns natürlich auch. Ihr findet mehr wie Sex auf Facebook, auf Instagram und am Site sexpodcast.lu. Oder auf all eure gewonnenen Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem Nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiven und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS geht alle Responsabilität für den Inhalte von diesem Podcast auf.